Kunst liegt im Auge des Betrachters. Kunst bedeutet für jeden etwas anderes. Aber genau das ist auch das Schöne daran. So kann sich jeder Mensch mit der Kunst ausleben, genau so, wie er es gerne hätte. Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Tutorial für die zweite Challenge der diesjährigen NYX Face Awards. Ich habe auch damit angefangen, indem ich wasseraktivierte Farbe in Rosa auf mein ganzes Gesicht aufgetragen. Als nächstes habe ich von NYX Professional Make-up die Ultimate Palette in der Farbe Electric verwendet. Da habe ich hauptsächlich den pinkig matte Lidschatten genommen und wirklich das Ganze fixiert. Als nächstes habe ich die Off-Tropic Palette in der Farbe Hasta la Vista verwendet. Und in dieser Palette hat es ein mega schönes mattes Violett. Das habe ich benutzt, um meinem Gesicht so ein bisschen Tiefe zu verleihen und alles so ein bisschen dreidimensionaler zu gestalten. Da mir meine Augenbrauenhaare noch zu wenig Farbe angenommen haben, habe ich eine rosarote Mascara genommen, das Ganze schön eingefärbt und dann habe ich ebenfalls die Off-Tropic Palette genommen und mit dem Violetten mir eine Cut Crease kreiert. Um Cut Crease noch mehr zu definieren, habe ich von den Vivid Brights die Farbe Vivid Blossom genommen und mir dort noch eine Linie gezogen. Dann habe ich auch schon angefangen, die detaillierten Blümchen und Muster auf mein Gesicht zu zeichnen. Für das habe ich wasseraktivierte Farbe in Weiß genommen. Bei meinen Lippen wollte ich unbedingt ein Pink, das aber trotzdem noch so ein Kontrast ist zu meinem Gesicht. Wegen dem habe ich mich für den Liquid Suede in der Farbe Respect the Pink entschieden.
Die Muster zu zeichnen war wirklich sehr aufwendig. Von dem her, ich habe das wirklich auch so ein bisschen unterschätzt. Da ich aber es halt wirklich sehr detailliert wollte, hat es halt seine Zeit gebraucht. In einem Bastelladen habe ich mir so halbierte Perlen gekauft. Die habe ich auch noch oberhalb von meinem Cut Crease hergeklebt und überall in meinem Gesicht so ein bisschen verteilt. Ein schwarzer Eyeliner hat auf keinen Fall fehlen. Wegen dem habe ich mir den gezogen, anschliessend auch noch Mascara aufgedreht und falsche Wimpern aufgeklebt. Bei meinem Oberkörper war es eigentlich genau der gleiche Ablauf wie beim Gesicht. Ich habe zuerst alles mit rosaroter, wasseraktivierter Farbe angemalt. Dann habe ich ebenfalls die Off-Tropic-Palette in Hasta la Vista genommen. Wieder das matte Violett. Mit dem habe ich meinem Körper so ein bisschen Konturen verleiht. Und anschliessend habe ich ebenfalls wasseraktivierte Farbe in Weiß genommen und mir Muster aufgemalt. Damit mein Oberkörper schön mit meinem Gesicht harmoniert hat, habe ich auch hier die halbierten Perlen genommen und die mir an verschiedenen Stellen aufgeklebt. Nachher habe ich noch den Slide On, Glide On, Stay On and Definitely a Turn On Waterproof Extreme Kajal genommen in der Farbe Sweet Pink und mir den in die Wasserlinie gegeben. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich mein Headpiece kreiert habe. Für das habe ich so dünne Holzstäbchen genommen, die abeinander geschnitten, für dass es wirklich so wie eine Spitze ist. Nachher habe ich das Ganze mit Hairslime zusammengeklebt. Es hat wirklich recht viel Hairslime gebraucht, weil es nicht so wirklich haben wollte. Als ich mit der Form und allem zufrieden war, habe ich das Ganze ebenfalls mit Hairslime auf einen schwarzen Haarreifen geklebt. Um das Ganze noch zu stabilisieren, habe ich es noch mit Klebe fixiert. Das Ganze habe ich dann draussen mit silbriger Farbe besprayt und über Nacht trocknen. Und nachher habe ich noch so, ich habe keine Ahnung, wie man das sagen will. Ihr seht hier das silbrige Ding, das so ein bisschen an Weihnachten erinnert. Das habe ich dann halt einfach auch noch mit Hairslime um meine Zacken geklebt. Und dann habe ich noch Kunstrosen mit Hairslime befestigt. Zum Schluss habe ich ebenfalls mit Hairslime noch einige Federn hinten beim Headpiece befestigt und das wäre es dann auch schon mit dem. Jetzt zeige ich euch auch noch schnell, wie ich die halben Blumen kreiert habe, welche ich anschliessend bei meinem Rücken hergeklebt habe. Für das habe ich einfach ganz normales Schaumstoff genommen und darauf habe ich mir die Form gezeichnet. Nachher habe ich das Ganze ausgeschnitten. Und genau das Gleiche eigentlich wiederholt bei weißem Schaumstoff. Es ist wirklich sehr einfach gemacht und ist auch nicht so lang gegangen. Da ich es ja logischerweise auf beiden Seiten hergeklebt habe, habe ich mir auch sozusagen zweimal das Ganze erstellt. Um die zwei Schaumstoffbitzen zusammenzukleben, habe ich ganz einfachen Weissleim genommen. Nachher habe ich so einen silbrigen Stift genommen und das Ganze noch so ein bisschen verziert. Im Voraus habe ich mir ebenfalls aus Schaumgummi, aber das mal so silbrig glitzernde, so verschiedene Dreieckchen ausgeschnitten und die habe ich anschliessend ebenfalls mit Weissleim aufgeklebt. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch mein Look hat gefallen. Jetzt würde ich mich mega freuen, wenn ihr vom 23. bis zum 30. August täglich für mich voten würdet. Alle Informationen dazu findet ihr in der Infocard. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal.